So, Freunde. Endlich geht's weiter hier zurück bei Anno 1800 mit unseren neuen Inseln. Ich habe hier wieder normal gestellt, warum das? Naja, egal. Mit unseren neuen Inseln, ja, wo ich in der letzten Folge haben wir jetzt endlich hier neue Welt und so DLC geladen. Da musste ich letzte Wochenende leider eine Folge aussetzen. Die kommt jetzt erst, beziehungsweise halt die Aufnahme. Und ich hatte mir eigentlich noch Gedanken gemacht, die jetzt aber plötzlich wieder weg sind. So ein paar Tage später plötzlich, oh, Gedanken wieder weg. Egal. Nee, was soll ich eigentlich machen? Ich wollte eigentlich in der Folge mit den Artistas angucken, also neue Bevölkerungsstufe. Aber noch nicht auf der Insel. Manola soll ja unsere Nonplusultra-Insel sein, ne? Genau. Also die Idee war ja jetzt ja eigentlich, dass wir, momentan haben wir noch Prosperity, La Isla von der Fundo und natürlich auch, darf ich nicht vergessen, hier unten Saint-Lomé, die ja komplett bevölkert sind. Saint-Lomé natürlich in Anführungszeichen, aber trotzdem bevölkert sind und wir da auch gewisse Handelswege, Produktion etc. haben. Und die neuen Inseln hier oben, wie. Da ist es wieder Abaya. Ja, und sammeln Abaya? Abaya. Na egal. Auf alle Fälle mit den beiden neuen Inseln, die habe ich auch noch geholt, falls wir irgendwelche neuen Stoffe, Erze, irgendwas Neues machen wollen. Ah ja, genau, Erze. Moment, ich habe offscreen ist mir was aufgefallen, genau. Wir haben eine neue, ja, Fruchtbarkeit, neue Erze, hä? Das ist einfach hier Eisenvorkommen, Erzvorkommen, einfach Erzvorkommen, okay. Mir ist aufgefallen, auf einer unserer alten Inseln, was hier? Genau, ich habe hier plötzlich Bauxit. Was ich hundertprozentig vorher nicht hatte vor dem DLC, ist mir letzte Folge gar nicht aufgefallen. Und hier unten. Doch hier haben wir plötzlich Fruchtbarkeit Kräuter. Das muss neu sein, weil Kräuter sind erst jetzt dazugekommen. Das ist nicht interessant, dass sie das jetzt auch noch angepasst haben, aber ansonsten nichts passiert. Aber gesehen, wobei. Doch hier, Prosperity auch. Fruchtbarkeit Orchideen. Okay, das ist interessant. Ich meine, Fruchtbarkeit kann ja noch tauschen. Und das Ziel soll ja wie bisher bleiben. Moment. Ja, jetzt natürlich so, wir haben noch neue Inseln, darf man nicht unterschätzen. Also, Ziel war ja, das ist immer noch so, wir haben eine Insel für Klamotten, Kleidung herzustellen. Ist bisher Prosperity. Könnte aufgrund der Prosperity ein bisschen Platzmangel haben, die natürlich viel mehr Platz haben, neu auch Abaya werden. Wir machen dann auf Prosperity vielleicht nur noch Öl. Wäre eine Option. Dann von der Fundo haben wir aktuell ja die ganzen Farmen, die will ich verschieben. Entweder nach Saint-Lomé, nach hier unten, oder auch auf eine neue Insel da oben. Alvestus zum Beispiel, auch die Insel ist riesig, viel Baufläche. Das wäre eigentlich optimal, finde ich, um hier die Farmen, die wir hier haben, auch von der Fundo aktuell, plus natürlich auch noch hier die Dinger, dass wir die alle über die Insel machen, aber danach wird doch kein Maisproblem mehr. Beziehungsweise Problem, das zu verschippern. Ich weiß, es alles zu transportieren. Das wird eine Herkulesaufgabe, meine Fresse. Da habe ich hier genug Mais. Naja, wir haben auch neu. Also, ihr seht, wir haben noch viel zu tun. Von der Fundo, aber schon mal erwähnt, ich möchte hier. Öl, muss mal gucken. Ich will hier vor allem Dinger machen. Produktionen. Also, sprich, eben hier, wir haben den Ziegeleien, Holz. Und jetzt neu haben wir auch Bauxit. Also wäre Bauxit hier auch perfekt. Ist natürlich jetzt auch die Frage, wie es hier ein bisschen aussieht. Wir haben hier zum Beispiel auch Erzvorkommen. Und die Ölquellen, die sind ja immer alle jetzt näher beieinander, wobei hier geht es eigentlich noch. Die armen Kerle werden niemals wahren Fortschritt erleben. Die Frage ist halt mit dem Öl. Sage ich auch, hey, das ist ein Baumaterial und deswegen packe ich das auf dieselbe Insel. Wo ich auch den Rest abbaue, wie eben auch Bauxit, Goldvorkommen und so.
hat man hier echt auch überfallen. Dann würde sich eigentlich das hier Alvestus dafür Das besser... wäre der geeignete Ort für mein neues Basislager. Wo? Ah da, ja, mach nur. So eine beeindruckende Vegetation. Ich muss dir danken. Ja, da kann ich nur zustimmen, die sind beeindruckend, ey. Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Nee, das ist eine Freundin, das passt schon. So. Wir haben hier Goldvorkommen. Klar, das mit dem Gold, haben wir gesagt, kommt nachher alles aus der Arktis, will ich ja nicht mehr haben. Huch. Aber ja, Rohmaterial, Lehmvorkommen, Ölquelle, Eisen. Hä? Bin jetzt gerade... Achso, hier, Entschuldigung. Da hatte gerade Dinge, das hätte ich nicht übernommen. Ja, Alvestus, natürlich vom Vorteil, dass ich auch noch viele Fruchtbarkeiten habe. Ich kann ja noch switchen. Wir wissen ja, so gewisse Dinge kriege ich über die... Hi, kann ich es noch sagen? Komm schon. Wie der heißt halt schon wieder. Hacienda-Farmen, dankeschön. Über die Hacienda-Farmen. Was ja insofern auch möglich ist. Oh, ich bin aber so unsicher, Freunde. Wie ich das machen will. Ich meine, wir haben Manola, eine wunderliche Siedlung. Ja, natürlich. Die Insel ist riesengroß. Aber mache ich mir jetzt schon Pläne und merke dann nach ein paar Folgen, Plan war zwar cool, aber es klappt doch nicht, weil ich noch das und jenes brauche. Ganz ehrlich, ja, Manola hat viele Flächen, es hat natürlich auch viele Flüsse. Ich würde deswegen momentan Manola eigentlich nur die Siedlung aufbauen wollen. Plus eigentlich alles, ja, was eigentlich nicht irgendwelche Rohstoffe so betrifft. Oder Güter, die man braucht. Und ja, natürlich in die Nahrungsmittel. Da ist ja, wie gesagt, bisher so von der Fundo. Wir nach hier unten oder nach hier oben verschieben. Wenn ich es aber in Alvestus mache, ist nachher die Frage, was mache ich mit Saint-Lomé? Einfach eine Stadt, wie wir das jetzt haben. Mache das mit dem Hafen, wie ich ihn jetzt hier habe. Da sage ich nachher auch, du, ich habe hier einen viel größeren Hafen, ich ziehe wieder alles um nach hier unten. Ich weiß, ich habe hier unten noch einen größeren Hafen, aber den brauche ich nämlich auch. Da ist also etwas, was ich schon mal im Dev-Stream gesehen habe, was noch kommen wird. Ah ja. Schön, der Pendlerinsel. Freut mich, was du da so sagst. Ich bin da echt unsicher nach hier. Also Ziel ist eben schon, dass ich alles ein bisschen konzentriert irgendwo auffinde. Eben natürlich auch die Baumschulen. Und nachher auch alle hier oben habe. Also sprich Baumschulen plus Farmen und Produktionen. Alle hier oben. Dann hier, was braucht hier? Trotz allem die Fabriken. Oder mache ich die dann auch hier oben? Die Menschen lassen sie hochleben. Was mache ich dann auf La Isla noch? Die Produktion für die Nahrung? Die kann ich genauso genau nach hier oben verschieben. Das ist auch der Grund, wieso ich jetzt momentan die neuen Inseln noch nicht wirklich besiedeln möchte. Bis ich wirklich weiß, wofür brauche ich alle die neuen Fruchtbarkeiten, Materialien etc. etc. Bis ich einen genauen Plan habe. So. Soweit so gut, oder? Also, Schiffe haben wir wieder neu gebaut. Ich hoffe, das erste reicht das. Was machst du eigentlich hier? Pfeffersack Harpie. Ah ja, tschüss. Was ich so oder so brauche. Warte mal. Handel inaktiv. Okay. Ja, du bist sicher mal eine gute Idee. Ich brauche sicher mal ein Schiff. Was mache ich überhaupt? So. Vorwärts! Ein Schiff um Materialien zu versenden. Hier, was die Insel betrifft. Ich kann dir Geschichten aus der guten alten Zeit erzählen. Ja, ich will die Hacienda hier bauen. Mit den Wohnmobil-Modulen. Tatsächlich so, dass er das möchte. Also nicht mit wundern, das will ich tatsächlich so haben.
Weil auf der größten Insel können wir das auch machen. So, ich kann Fruchtbarkeiten tauschen. Sehr gut. Der macht jetzt den nächsten bereits. Okay, okay. Brauchen wir nötige Mehl? Die brauchen kein Mehl. Bereit zum Abheben. Die glauben nur, sie brauchen Mehl. Arktis, alte Welt, das ist dasselbe. Okay, zurück in die neue Welt. Ich hoffe, das funktioniert soweit alles noch. Bewohner haben wir ein Problem. Ja, ich muss natürlich auch das mit den Bananen noch gucken. Dass die mal ein paar Waren haben. Wir sind abflugbereit. Okay. Also, eins am anderen, ne? Wie immer. Ich brauche Aluminium. Nehmen direkt mal alles mit, weil ich produziere hier sowieso momentan noch. Also passt das schon so. Bauxit haben wir eh. Beinahe unendlich viel Kohle ist auch kein Problem. Okay. Abflugbereit. Wofür das Ganze? Natürlich erst einmal nach hier oben, damit du ein bisschen was hast. Wohin soll's gehen? Dann gucken wir doch mal hier. Hier haben wir Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. die Obrera. Die Nähmaschinen brauche ich hier, aber für den Aufstieg. Nähmaschinen und Kaffee. Weil die hier haben Kaffee, da ist auch kein Problem. Haben die nicht irgendwie noch ein Problem mit den Klamotten irgendwie? Ja doch, Ponchos. Aber ich habe hier kein Problem damit, mit der Produktion, okay. Was habe ich gesagt? Neu aber ja Klamotten. Aber jetzt tut es Lebensmittelproduktion. Theoretisch eben noch ein bisschen mehr. Auch die ganzen Erzen. So, mal gucken, aber ansonsten von der Fundo, oder ich jetzt Bauxit habe. Gold brauche ich keins. Erzvorkommen. Kann ich zur Not eigentlich auch switchen, wenn ich es bräuchte. Will ich mir aber eigentlich eher noch für... Ich muss mal gucken, für was ich eigentlich Orchideen und so brauche. Und das dann gezielt auf den Inseln ein bisschen kontrollierter nutzen. So. Ja dann. Ja, ich weiß, es ist irgendwie... Die und glaube die nächsten 3 Folgen könnten sie noch trocken werden von der Materie her. Halt echt noch unsicher bin, was ich alles... Wie ich es anpacken soll. Ich kann natürlich auch drauf losspielen, wie sonst auch, aber... Bin ich jetzt nicht unbedingt momentan vor allem der Fan davon, weil man sowieso gerade alles um die Uhr umfliegt gefühlt. Also Bananen habe ich locker noch genug. He? Da ist hier unten und so. Ja, da muss schon irgendwie alles auf eine Insel. Tortillas. Passt auch noch. Da die Küche natürlich mit dem Fischöl und Bananen. Natürlich alles auf einer Insel hätte hier oben, plus eben dem Hafen noch. Ich muss entscheiden, was das Beste für unsere Aus dem Hafen mit... sind sie jetzt? Hier unten. Mit dem, was jetzt hier gemacht wird, nachher verschieben. Das macht schon Sinn, Freunde. Einerseits juckt es mich in den Fingern, das wieder zu machen, weil es... Ja, es hat schon was. Andererseits denke ich mir gerade... wenn da irgendwie einen Fehler mache, dann kotzt mich das nachher so an. Für wen halten Sie sich? Gott? Und was? Alter, warum sind die jetzt so schwierig, wenn ich da ein bisschen was machen will? Oh, ja, einem geschenkten Gaul. Ich will doch nur irgendwie mit denen mal ins Handelsrecht reinkommen. Ist das so schwierig? Oh Gott, ey. Eine Quest? Nee, momentan gar nicht. Dankeschön. Hier habe ich auch eine Siedlung aufgebaut, ohne irgendwelche Waren und trotzdem klappt es hier. Kann man natürlich hier oben auch machen, wa? Die sind ja alle noch im Einzugsbereich. Oh, der wird doch nicht mehr.
Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen kacke. Oh, cooles Feature. Gut, das Rad ist nicht mehr reicht, ist nicht so cool. Aber ansonsten ein cooles Feature. Dass ich mehrere kopieren kann. Kann ich auch mehrere einfach so erstellen? Ah, das klappt auch. Wobei, vermutlich hat es schon vorher geklappt, dann war einfach zu doof. Man kennt mich ja, Freunde. Als der Doofi vom Dienst. So. Warum ich die jetzt wieder abholze, ist ganz einfach. Ich gerne andere Gebäude hier. Für die Obreras, wenn es geht. Und ja, ich weiß, es fehlen noch die ganz anderen Gebäude und so, die man braucht. Die sie brauchen. Die verschiebe ich einfach nachher. Ich frage mich, ob das aufgeht hier, dass wir einfach sagen, hey Manola, die Insel, unsere neue Hauptinsel. Und die anderen sind alle nur noch für die Produktion zuständig. Auf alle Fälle wird das schon mal ein bisschen... Alter, ich liebe diese Funktion. Das wird echt noch eine lange, lange Weile dauern. Aber natürlich haben wir keine Langeweile, hä? Es dauert nur länger, aber wir haben keine Langeweile. Was ich ein Gebäude bauen will, aber ganz ehrlich. Ach komm, scheiß drauf. Gebäude baue ich nachher. Das wäre alles noch im Einzugsbereich. Perfekt. Das müsste auch noch klappen. Achso, es geht um die Straße, weil die natürlich eventuell anders bauen müsste. Das kostet Bretter, der Scheiß. So, ich stehe langsam mal da. Ja, ich weiß, ich bin hier gerade. Wieso bin ich reingesetzt so langsam? Spielt das eh keine Rolle mehr. WT. Warte mal. Oh, jetzt fehlen die Holzbretter, ich krieg die Krise. Okay, scheiß drauf. Ich habe eh noch ein paar Schiffe. Ich will, wenn es geht, in der Folge auch die Schiffe noch updaten. Wohin soll's gehen? Nicht die Schiffe updaten. Doch. Die Schiffsrouten updaten, das wollte ich sagen. Da hatte ich gerade, doch, Schiffe stimmt doch irgendwie. Seht ihr da vermisst? Ja, die Schiffsrouten updaten, jetzt stimmt's wieder. Ich habe eben noch so ein Durcheinander, weil ich nicht genau weiß, wo ich jetzt hinzielen soll. Flotte geht auf Fahrt. Ja, ist ja schön. Wo bist du jetzt? Nein, hier Schiffsmenü, Mann. Wenn wir das Ganze mal so weit durch haben, kann ich auch schon mal sagen, kaufen wir dann vielleicht mal die Ornamente-DLCs. Die habe ich absichtlich bisher noch nicht gekauft. Immer der Nase nach. Um Gottes Willen, ey. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Und zwar aus dem Grund. Sie sind zu großzügig. Habe ich aus dem Grund noch nicht gemacht, weil ich sonst mich darin verlieren würde. Es geht ja eher nur darum, dass wir alles optimieren, ausbauen etc. Das sind Ornamente momentan für mich einfach noch fehl am Platz. Warte mal, ich habe auch viele von denen, die kann man natürlich direkt auch mit. Natürlich habe ich auch viele Waren hier, aber nee, noch nicht unbedingt jetzt schon alles. Wir sind unterwegs. So, ist natürlich relativ rassig unterwegs. Wohin soll's gehen? Laufen Koordinaten an. Wie sieht es eigentlich aus mit neuen Schiffen? Ich habe auch wieder ein paar. Sieht schlecht aus. Gut, Bauxit hat natürlich jetzt ein bisschen was mitgenommen. Da haben wir natürlich in gewisser Weise selber ein Ei gelegt. Andererseits... Ja, die Produktion dauert schon ein bisschen, das stimmt. Kann ich noch eins bauen? Das war ganz doof gefragt. Die Produktion von Bauxit, wie sieht's denn Ein aus? Konkurrent Bauxit. hat eine Siedlung errichtet.
finde es seltsam, dass er sie da ist, nicht irgendwie er mal. Der macht irgendwie gar nichts mehr hier unten. Okay. Ja, er darf, das ist gar kein Thema. Ich meine, so egoist bin ich jetzt auch wieder nicht. Nein, sorry, ich habe mir die 3 Inseln hier oben geschnappt. Reicht ja wohl. Spiel gespeichert, danke Spiel. Wo war ich gerade stehen geblieben? Huch, ich habe Artist Arbeitskräfte, woher? Achso, ist auf der Default, war 800. Ne, sind 200. Hä? Okay, muss man nicht verstehen. Ich wollte gucken und habe es gerade gesehen. Die Kohle. Gut, dann mache ich jetzt mal temporär noch ein drittes Kabäusken. Ist vielleicht echt doch eine Überlegung wert, sich zu sagen, dass ich das alles hier abbreche. Wir würden gern wieder loslegen. Das alles nachher hier oben mache. Zusammen mit den Lebensmitteln natürlich. Also die ganze Erzprodukte. Ich meine, eine Bauxitmine reicht mir, ich brauche nicht mehr. Doch hier aber eben, ja gut, eben das kann natürlich das Erz, kann ja switchen. Wir gucken mal nach vorne, gucken mal. Eben, ich weiß nicht genau, was sonst noch für irgendwelche auch Stromproduktion und so brauche. Und daher ist noch zu früh, das schon zu verabschieden. So, Köhlerei wird aufgeforstet, sehr gut. Die Waffenruhe wurde beendet. Warum eine Köhlerei, damit ich nachher eine Produktion von 6 hätte. Und nochmal eine Aluminiumstätte bauen könnte. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Fragen Sie aber doch gar nicht mehr. Hä? Nimmt er sich absichtlich nur die Kleinen vor? Ich meine, er ist auch ein kleiner Typ, aber trotzdem. Okay, muss er selber wissen, ganz ehrlich. Und er kann jetzt Jenny das Händchen halten, das geht nicht, Freunde. Das geht nicht. Ja, ich frage mich schon, wie das Ganze am Schluss aussehen wird. Wo das Ganze überhaupt hingehen wird, hä? Oh. So, ich glaube, der kommt mit dem hier unten noch klar. Das dürfte wohl soweit funktionieren. Was darf es sein? Viele, viele gute Materialien. Wohin soll's gehen? Natürlich frisch ins Konto. So. Sag mal. So. Kann ich schon mal ein bisschen mehr was verstauen. Ich habe noch nicht sehr viel mehr Einwohner. Das war irgendwie zu erwarten. Na, okay, wir warten mal. Schon mal die Wege richtig machen wäre natürlich auch eine Option. Natürlich auch die Frage mit dem scheiß Lager, wie ich das jetzt ausbaue. Solange hier der Radius noch nicht stimmt, wa? Kann ich auch keine Hacienda-Dinger bauen. Aber ganz ehrlich, da wäre dann doch eher dafür. Natürlich auch diese bauen, ne? Ist ganz klar, panzerbrechendes Geschütz und so. Flakstellungen, Flammenwerfer gegen Schiffe. Kanonentürme, Geschützstellungen, da muss man noch ein bisschen was machen. Aber alles erst später.
Ja, für eine Anlegestelle macht durchaus Sinn. Scheiß riesiger Hafen. Generell braucht ein Hafen, so wie den Hafen hier braucht er was anderes. Da ist dann für, naja, unsere Leute da oben halt. Und ich glaube, wenn mein Plan aufgeht, dann mache ich sehr viele von denen. Bereit zum Abheben. Ich bleibe dabei, ich brauche sehr viele von denen. Vorwärts! So, 250 ist noch das Maximum. Eine Schiffswerft brauche ich nicht, vor allem jetzt hier für die alte Welten, so Quatsch, machen natürlich alles über Luftpost, wa? Wallenfreies Küstenstück, Besucherhäfen, natürlich brauchen wir den. Was wären wir ohne den Besucherhafen, ganz ehrlich, Freunde. So, sind wir schon mal den da von Reparaturkran. Die Schiffe eigentlich nicht, weil wir haben vor allem Luftschiffe. Der Hauptinsel will auch relativ wenig Militär und so haben, also hätte er jetzt mal gesagt, nee, brauche ich eigentlich nicht. Ich kann ihn trotzdem mal einfach so just for fun auch mal hier unten mal hinstellen. Falls mal ein anderes Schiff kommen würde, was es bräuchte. Können wir das schon machen. So, ein Depot. Wieder mal die Scheiß-Variante, wa? Kann man das irgendwie switchen? Haben wir noch gar nicht festgestellt. Irgendwie schwierig, wa? Also ein Skin ändern meine ich halt, ob das irgendwie geht. Das geht bestimmt, wenn ich wieder zu doof, das irgendwie zu checken. Nee. Gut, die man natürlich machen kann, jetzt wo ich den hier habe. Hä? Okay, hier klappt's nicht. Seltsam. Wisst ihr was, Freunde? Die Folge ist schon wieder fast vorbei. Eieiei. Und ich habe sau viel geschafft. Yeah. Ja gut, kann ich lassen mal so, wie es jetzt ist. Man kann eben noch später weiter verschieben und so. Wird noch einiges passieren. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. So. Wie viel hätte... Ich wollte gerade sagen, kannst du mal gucken, wie viel ich jetzt habe. 433, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und... also bis zu 500. 500 ist jetzt nicht schlecht, aber auch noch nicht gut. Aufstieg nicht möglich. Das hört man nicht gerne. So, wir müssen mal zurück, Freunde. Wir brauchen noch mehr Materialien. Wir sind hier unten. Flotte geht auf Fahrt. Ja, die Flotte geht auf Fahrt. Ausbauen Obrera-Haus, das ist ja das Problem. Momentan geht das nicht. Ich meine, hier geht sowieso nicht, weil ich ihn nicht ausbauen kann. Hier würde ich es gerne machen, aber uns fehlt Kaffee, uns fehlt Nähmaschinen. Natürlich könnte ich hier einfach mal ein Obrera-Haus, ein einzelnes bauen. Bis zum Kaffee. Und dann halt den schon mal haben, weil hier habe ich ja Kaffee. Aber uns fehlen die Nähmaschinen. Das heißt, die muss ich so oder so noch organisieren. Und sei es nur, um eben einmal kurz was abzudaten, aber dann die Artista-Freunde. Die Artista, was machen mit denen? Das heißt, sie brauchen die Nähmaschinen regelmäßig. Und das heißt, ich werde wohl den Import-Export nicht herumkommen, zu sagen, yo, Leute, ich brauche dringend noch ein paar Materialien. Der verschiffert den Zucker. Der macht das. Der macht noch Kaffee. Nicht mehr so viel. Der macht Schokolade auch nicht mehr so viel.
muss hier drin noch was machen. Laden aus Bright Sands. Ja, Freunde, ich sehe es kommen. Ich bin stolz auf unseren Erfolg. Nächste Folge Nähmaschine, das heißt, wir werden vermutlich wohl über nochmal in die alte Welt abzischen müssen, um da zu gucken, dass das, dass das funktioniert. Ah, schon mal ein größerer Radius, perfekt. Hier natürlich auch noch ein bisschen ausbauen, ist klar, aber eben ich muss irgendwie gucken, ob das irgendwie besser hinkriege. Dass ich dort mehr Nähmaschinen habe und natürlich die auch verschiffen kann. Bis es für eine andere Möglichkeit gibt, eine Nähmaschine herzustellen, das könnte ja sein. Dann brauchen wir hier natürlich, ja, das heißt noch egal, dass ich keine Artista habe. Einen Artista will ich hier eben erst durch ein neues Gebäude kriegen. Du kannst schon los. Ich habe hier noch was zu erledigen. Okay, wo bist du, alter Nate? Wo ist er immer wieder, dieser alte Nate, wa? Ich mir meins. In Crawlen Falls. Was schon, dass er gar nicht mehr hier ist, wa? Oh, ist mit in der Arktis oben. Na gut. Du gehst mal. Crawlen Falls. Huch, natürlich, Entschuldigung. Guck mal, was du da machen kannst. Ich wollte hier noch gucken, vor allem mit der Kohle, ob das soweit funktioniert. Und vor allem stabil hält. Aber ja, glaub schon. Huch, zu früh. Zu früh, erst nächste Folge, Freunde, erst nächste Folge. Ja, eben wie gesagt, wir brauchen das für die Artista. Dann werden wir die hoffentlich nächste Folge auch noch kriegen. Ich muss hier noch ein bisschen was machen. Für den Ausbau. Weil die Artista haben, sind natürlich auch, was wir für neue Materialien kriegen, wa? Zum Bauen. Weil auch, ihr seht, was ich auch hier so habe, es ist noch nicht so das Gelbe vom Ei. Das sie alles, was wir so haben, Baumschulen. Das ist alles schön und gut, aber das ist nichts Neues. Also neuen Dingen kommen wohl wirklich erst mit einem Artista. Ach hier, ich meine, Nähmaschinenfabrik, ja. Kriege ich das besser hin, nur über die Arktis, Arktis sag ich schon, über die neue Welt das zu machen. Wir werden sehen. Ich sage an der Stelle wieder mal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei 1800. Wir gehen in unsere neue Hacienda, die sich langsam aber sicher ausbaut. Ein neuer Plan ist für uns gefasst. Jetzt müssen wir eben gucken, dass wir das Schritt für Schritt machen. Hinkriegen. Und der erste Schritt ist eben die Artistas. Das war wohl doch nicht nur Matsch. Okay, ich hätte sie, um die Folge abzuschließen. Ich hätte irgendwie gern einen schönen Ausblick. Aber auch den hier. Da auf dem Berg. Hier, wo es ein bisschen grüner ist und so. 34 Minuten, ja, sollte die Folge abschließen. So. Ja, das ist perfekt. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei 1800. Die neue Welt schreit nach uns. Und vor allem der Aufstieg danach, der schreit gewaltig. Und ich habe noch so viel zu tun. Ey. Oh mein Gott. Bis dahin. Bye, bye.